Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. In diesem Video erzähle ich euch ein bisschen so Sachen, auf was wir schauen müssen beim Autofahren, nachdem wir die Autoprüfung bestanden haben. Weil die Routine kommt und man hat das Gefühl, man kann fahren. Und ich erzähle euch zuerst, auf was wir schauen und dann warum, weil mir das etwas passiert ist. Also, es ist so, tönt euch nicht ablenken beim Autofahren. Konzentriert euch 100% aufs Autofahren und wenn ihr noch denkt, ihr könnt reden, dann könnt ihr noch reden in dieser Zeit. Aber das heisst, wenn ihr zum Beispiel auf der Autobahn fahrt, es ist 100er Strecke, schaut immer, ist es noch 100, ist es noch 100, fahre ich 100, fahre ich nicht 110, wie jetzt 80, weil ich bin auf der 80er Strecke schlussendlich mit etwa 100 Blitz oder so. Also ich bin 26 km/h zu schnell gewesen. Ich blende euch etwas ein, ein bisschen schneller und ich hätte Aussicht für einen Monat weg gehabt. Jetzt bin ich aber zum Glück noch in der Verwarnung, beziehungsweise ich habe noch nichts Offizielles bekommen, aber wenn ich das nachgeschaut habe, ist das so. Das Zweite, wenn es orange wird. Also erstens mal schaut geradeaus, schaut weit im Verkehr raus. Und wenn ihr seht, es wird orange, könnt ihr noch rechtzeitig bremsen. Wenn ihr blitzt, wenn ihr durch orange fahrt, kann es sein, dass euch blitzt und dann, ja, ich weiss nicht, 200-300 Stutz kostet das vielleicht. Dann tönt bitte beim Autofahren nicht aufs Handy schauen. Weil bei mir hat ich bin gefahren, das Handy hat auf einmal, die Musik ist nicht mehr gelaufen, habe ich aufs Handy geschaut, hat mir jemand angerufen, in dieser Zeit ist die Kurve gekommen und ich bin voll auf die Bremse, mich hat es gedreht und ja, bin zum Glück noch auf der Straße geblieben. Genau, so viel zu dem. Bitte, wenn ihr irgendetwas am Auto montiert, egal was, bitte mal schauen, dass es wirklich richtig montiert hat, dass ihr keine Schrauben verliert, weil das ist dann auch sehr ärgerlich für andere Leute. Schaut, wenn ihr die Pneu wechselt, dass er immer, der vorne links ist, muss immer vorne links sein, weil dann gibt es auch nicht so eine Unruhe ins Auto rein. Genau, so viel zu dem. Was habe ich noch erlebt? Was kann ich euch noch erzählen? Genau, Abgastest. Schaut immer bitte auf den Abgastest, dass der nicht abgelaufen ist, weil das schlussendlich kostet, also mindestens 200 Franken, wenn noch das Ganze über den Stadthalter geht, kann sein 400-500 Stutz kostet dann das. Was habe ich noch zum Erzählen? Ja, nehmt euch immer genug Zeit, weil wenn Google Maps sagt, ihr braucht für 10 Kilometer 10 Minuten, dann braucht ihr 10 Minuten für 10 Kilometer und nicht 7, nicht 6, nicht 5. Wenn ihr probiert schneller zu sein, sind ihr einfach in einer illegalen Ding in einer illegalen Zone rein und dann, wenn es euch blitzt, viel Spaß beim Zahlen oder beim Aussies abgeben. Von dem her, ja, ich glaube, das ist alles. Ich hoffe, dass ich das auch ein bisschen aus dem Kopf jetzt bringe. Ich habe die letzten Tage immer das Zeug gedacht, wegen der Routine. Man konzentriert sich immer weniger aufs Wesentliche. Man hat das Gefühl, man muss immer schneller am Ziel sein, dass man schnell ist und alles. Und ja, ich hoffe, das ist alles klar für euch. Ihr könnt gerne noch in die Kommentare schreiben. Wir schreiben die Kommentare auch noch miteinander. Und dann wäre es das gewesen. Ciao miteinander, euer Obscure 94.